Für den Tiger ist das natürlich ein gefundenes Fressen gewesen. Und er hat jetzt gerade lang und breit erzählen, wie er die Schildkröte das mal gefangen hat. Da kommen seine Söhne, einem Geschrei ins Haus zu stürzen. Sie können sich gar nicht mehr beruhigen, sondern rufen in einer Aufregung durcheinander, es sei etwas ganz Schlimmes am Fluss unten gewesen. Sie seien vor Schreck fast gestorben. «So ein Blödsinn», hat der Tiger gesagt, hat seine Söhne ausrufen und ein paar von seinen nächsten Freunden gebeten, sie sollen doch Wasser schöpfen. Aber es ist nicht lang gegangen, da kommen auch die ganz vergelstert zurück. Da steht der Loi auf und sagt, «Dann gang ich halt.» Daraufhin winkt der Hase zu sich, lässt sich die Flaschen und die Krüge umbinden, aber es geht nicht lang und auch er kommt zurück, keucht wie verrückt und alle Haare stehen ihm zu Berg. Er ist ganz zunder Opsi. «In meinem ganzen Leben habe ich so etwas noch nie erlebt», hat er erzählt. «Das kann nur Zauberei sein, weil das, was ich gehört habe, war ja kein Tier und es hatte keine Stimme von einem Tier gehabt. Das war etwas Gefürchtiges, das mit so einer Gewalt auf mich losgekumpelt ist, dass ich auf den Boden gefallen bin. Zum Glück konnte ich mich aufrappeln und entkommen.» «Also, lass mal», hat da der Elefant gesagt. «Was soll das denn schon sein? Ich habe noch nie Angst gehabt und ich habe auch heute keine.» «Dann gang du doch», hat ihm der Loi hässig zurückgegeben. Und der Hase ist angesprungen und hat dem Elefant die Krüge umbinden. Aber der Loi hat auf der Flucht alle Krüge kaputt gemacht. Der Elefant aber hat gelacht und gesagt, «Für was brauche ich Krüge? Ich habe ja meinen Rüssel.» Und damit ist er gemütlich davongetrabt. Mit grösster Spannung haben die geblieben sind, gewartet, dass er zurückkommt. Sein Trompeten hat er schon von weitem gemeldet, dass er gekocht hat vor Wut. Und als er dann vor ihnen gestanden ist, da hat er so schaurig ausgesehen, dass jetzt alle überzeugt sind, am Fluss unten wartet der Tod persönlich. Der Tiger aber war aus dem Häuschen vor lauter Wut. Er hat beschlossen, jetzt will er selber runter zum Fluss. Aber alleine hat er sich dann doch nicht getraut. Und darum hat er gesagt, «Liebe Freunde, ich danke euch, dass ihr gekommen sind und dass ihr alle parat sind zum Helfen. Auch ich bin überzeugt, dass am Fluss unten ein fremdes Tier ist, wo euch alle so gruselig verschreckt hat. Aber man sollte meinen, dass wir jetzt alle genug vorbereitet sind, um uns nicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Und darum will ich den Vorschlag machen, dass wir alle miteinander an den Fluss runtergehen